das bin ich hyped. Auf das bin ich immer sehr, sehr hyped. Und zwar 10 Dinge, die es nur in der Schweiz gibt. Folge 3. Chat. Der liebt die Videos, ich liebe die Videos. Das sind immer so ganz weirde Sachen, wo man sich so selber denkt, so, Sama, jetzt musst du los, jetzt kommt so eine beruhigende Stimme, die redet so. In der Schweiz gibt es ganz viele Sachen. Jetzt musst du zuhören, musst schauen, dass du nicht hypnotisiert wirst. Okay. Vielen Dank wieder einmal für eure zahlreichen Das erinnert mich ganz leicht an Schwäbisch. Das ist doch ein bisschen schwäbisch. Kommentare und Likes. Euer Lob und die schönen Vorschläge spornen mich an. Im folgenden Video seht ihr nun 10 weitere ausgewählte Beispiele, die Touristen und Auswanderer in der Schweiz zum Staunen bringen. Kostenlos den Kanal abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen. Pontoniersport. Kennt man. Kennst Ja, safe, mache ich auch. Ein Punkt für mich natürlich. du? Nein, das hast du noch nie gemacht. Noch nie. Ey, der Sport ist für mich wirklich so, wieso sollte man so ein Boot den Fluss aufstoßen, auch wenn man einfach in einen Motor nehmen könnte. Das ist wirklich so, verstehe ich gar nicht. In Basel machen sie das immer. In anderen Ländern kennt man Pontoniere nur als Teil des Militärs. Die Hauptaufgabe der Pontoniere ist bzw. war es, die Bewegungsfähigkeit über Gewässer, hauptsächlich mit Das ist gar nicht das Boot, wo man stößt. Ist es der Sport, Also ist, eine Brücke zu bauen? Sport? Gibt's den Sport, eine Brücke zu bauen? Gibt's das? Also, ich weiß nicht, vielleicht liege ich falsch. Das gibt's auch. mit Hilfe von Kriegs- und Schwimmbrücken sicherzustellen. In der Nee, Schweiz das ist Pontoniersport eine traditionelle Wassersportart. Steuermann und Vorderfahrer sind ein Team, welches das Übersetzboot oder Weiling auf optimale Weise auf dem Wasser fortbewegt und an den richtigen Ort führt. Der Parcours kann In das musst du auch einfach familiär reingewachsen sein, dass du das machst. Ja, wirklich. Gibt es Das ist irgendjemanden, der so freiwillig sagt, ich kann Wenn jetzt ein bisschen Das ist so, wenn pontonieren? der Vater das macht, Ja. dann machst du es auch. Ja. mit einem Hindernislauf auf dem Wasser verglichen werden. Es geht darum, verschiedene Übungsteile möglichst schnell und präzise sowie stilistisch einwandfrei zu absolvieren. Diese Sportart erfordert neben Kraft auch ein großes Wissen über das Element Wasser. Jährlich werden etwa 4 Ich mache das als Hobby. No joke. Jakob Barth. Machst du das wirklich als Hobby? schweizerische Wettfahrten durchgeführt. 10 Dinge, die es nur in der Schweiz gibt, aber kein einziger Schweizer macht. Oh Mann. Weltweit erste Cabrio-Seilbahn. Mit wehenden Haaren Okay. Den Ich Haaren. weiß ganz genau, wo das ist. Da unten ist Stanz, das da ist Stanz und das da. Da sind wir im Wohnmobil übernachtet mit dem Can. Wie heißt der Zipfel da vorne schon wieder? Mürb. Nein, irgendeinen Namen hat das. Das ist vor Luzern, hier voll. auf dem Gondeldach stehen und ein fantastisches Rundpanorama genießen. Aber das ist ganz wild, hä? Also wenn du da rauskommst. Das war die Idee dieser Da können wir mal skydiven. Skydiven. einzigartigen Seilbahn. Gäste des über 1900 Meter hohen Stanzer Horns im Kanton Nidwalden können das seit 2012 Kann doch erleben. nicht walden. Bis zur Mittelstation legt man den Weg zunächst mit rumpelnden Wehende Haare bei 2 km/h. Nein, jetzt stellt euch mal mich vor. Da drauf. Ey, übrigens, für die, die Ja, gerade auf richtig. YouTube zuschauen, ihr müsst euch das mal anschauen. Da sehen wir uns ja. wieder Apache mit der Brille. Ich bin wieder unterwegs. Ey, da können YouTube, da kann ich dir nichts sagen. Also da kann ich dir wirklich nichts sagen. Comments. Holzwaggons der Standseilbahn wie vor über 100 Jahren zurück. Ab der Mittelstation wird es dann umso moderner. Die Luftseilbahn mit dem offenen Oberdeck ist eine der Hauptattraktionen. Es ist schon ein besonderes Gefühl, oben auf dem Dach der doppelstöckigen Kabine die Fahrt mitzuerleben. Einfach mal den Fahrtwind und die Aussicht genießen, ohne störende Seile oder ein Dach über dem Kopf zu haben. Die Cabrio-Seilbahn verfügt über ein offenes Oberdeck, welches auch während der Fahrt über eine Wendeltreppe erreicht werden kann. Insgesamt haben 90 Personen in der Seilbahn Platz, davon 30 auf dem Oberdeck. Land ohne Hauptstadt. Die Das stimmt im Fall. Bezeichnung von Bern als Hauptstadt ist falsch. Selbst die übliche Bezeichnung Bundesstadt ist streng genommen nicht korrekt. In der Bundesverfassung der Schweizerischen True. Eidgenossenschaft sind weder Hauptstadt noch Bundesstadt Weil wenn es eine war, dann ganz klar Basel. festgelegt. Erst auf Gesetzesebene wird festgehalten, dass Bern der Sitz des Bundesrats, der Departemente und der Bundeskanzlei ist. Warum ist das so? Als die Schweiz mit der Bundesverfassung vom 12. September 1848 vom Staatenbund zum Bundesstaat geeint wurde, war man sich nicht einig, ob die Schweiz überhaupt eine Hauptstadt braucht.
oder ob nicht eher ein Rotationsprinzip mit mehreren Vororten angemessen wäre. So wie man es die Jahre zuvor gemacht hatte. Das Rotationsprinzip, wie wenn man Saltos macht. Das ist gut gewesen. Ja, dann halt Herisau. Ja, komm, Herisau als Hauptstadt. Herisau als Hauptstadt. Da muss ich dann auch dezent aus der Schweiz raus. Kandidaten waren Zürich, Bern und Luzern. Basel! Der Streit darüber endete in einem typisch schweizerischen Kompromiss. Am 28. November 1848 wählte der National- und Ständerat die Stadt Bern im ersten Wahlgang zum Sitz der Landesregierung. Eine Hauptstadt hätte auch dem stark ausgeprägten Föderalismus widersprochen. Die Banknote mit dem höchsten Wert. Die Banknote mit dem höchsten Wert. Tausende. Hätte es nur in der Schweiz eine Tausiger-Note? Gut, aber da können wir eigentlich die Punkte gar nicht zählen, weil unser Portemonnaie hat nur 1000 Noten drin. Das stimmt. Das ist ja ganz normal. Die 1000-Franken-Note der Schweiz ist die wertvollste im Umlauf befindliche Banknote Europas. Oha. Nicht schlecht. Mashallah. Es gibt noch 10.000 Singapur-Dollar. In Vietnam gibt es 100.000. Platz 2 folgt der 500-Euro-Schein. Von den Leitwährungen ist der 1000-Frankenschein sogar der wertvollste der Welt. Nice. Cool, Schweiz. Danke. Nur der 10.000 Brunei-Dollar-Schein und der 10.000 Singapur-Dollar-Schein haben einen höheren Wert. Der Brunei-Dollar und Singapur-Dollar haben den gleichen Wert und einen festen Wechselkurs von 1:1, da diese in beiden Staaten akzeptiert werden. Deren Wert liegt bei ca. 6.500 Franken. Der Singapur-Dollarschein wird seit 2014 nicht mehr produziert, befindet sich aber weiterhin im Umlauf. Man mag es kaum glauben, aber vom Tausender sind in der Schweiz knapp 47 Millionen Stück im Umlauf. Das mag man ja kaum glauben. Und von denen sind etwa 90% bei uns zwei. Ja, und etwa 20 Millionen sind hier innen und im Keller. Das ist klar. Zu Gesicht bekommt man diesen dennoch selten. Vermutlich wird die Tausendernote vermehrt zur physischen Aufbewahrung von Vermögen in Bankschließfächern oder außerhalb von Banken verwendet. Zum Beispiel von Personen, die gegenüber Banken Misstrauen hegen, Negativzinsen vermeiden wollen oder ihr Vermögen nicht versteuern möchten. Klassische Steuerhinterzieher, ja. In Bus und Bahn wundert sich niemand über Armeewaffen. Nee, das ist klar, hat man AK-47 immer mit dabei. Ja, aber crazy. nein, man muss ihm schon schnell recht geben. Also wenn ihr irgendwie noch im Zug sitzt und irgendwie einer aus der RS heimfährt mit seiner Waffe, ist das ganz normal. Also weißt du, bei uns ist das so. Voll. In der Schweiz ist es völlig normal, dass Soldaten bzw. Rekruten am Wochenende oder an Feiertagen, wenn sie nach Hause entlassen werden, komplett bewaffnet in öffentlichen Verkehrsmitteln Ja, nicht komplett bewaffnet, sie haben ja keine Schüsse drin. Also sie haben ja die Waffe, Wir hoffen es. also wir hoffen, dass sie keine Wir Schüsse hoffen drin es. haben, sag's mal so. reisen. Dieser Anblick erstaunt Beobachter und Gäste vor allem aus dem Ausland immer wieder. Dafür sind zwei Besonderheiten verantwortlich. Erstens leistet die Mehrheit der Soldaten ihren Dienst in der Schweizer Armee nicht am Stück, sondern über Jahre verteilt in Wiederholungskursen. Oder gar nicht. Zweitens nehmen sie nach Oder dem gar nicht. dreiwöchigen sogenannten WK ihre ganze Ausrüstung mit nach Hause, inklusive Sturmgewehr oder Pistole. Die Idee dahinter stammt aus dem frühen 20. Jahrhundert. Im Falle einer Mobilisierung der Schweizer Truppen sollen möglichst viele Soldaten innerhalb kürzester Zeit in den Kriegsdienst einrücken können. Dank des zu Hause im Schrank gelagerten Gewehres samt Munition sollten sie sich Munition doch dabei. Du Nee, also Munition haben sie doch safe nicht. Also, soviel ich weiß, kannst du Munition nicht mit heimnehmen. Also, vielleicht liege ich falsch, aber Munition kannst du in der Schweiz. Also, ich glaube, dass man Munition nicht kann mit heimnehmen. den Weg zum Sammelplatz erkämpfen können, falls der Feind schon ins Land eingefallen wäre. A- und B-Post. A- und B-Post. Gibt es das nur in der Schweiz? Es gibt doch safe in Deutschland Post, die du schneller kannst verschicken und langsamer. What the fuck? Vielleicht ist es dann einfach mehr bei anderen Unternehmen. Aha, ja, das kann sein, dass in Deutschland mehr über so. Wie heißt das? Nein, warte, DHL und so doch, Scheiße, DHL glaub ich. und so Stuff. Bei der Schweizer Post gibt es zwei unterschiedliche Geschwindigkeiten. Wichtige Briefe werden mit der teureren A-Post versendet. Sofern diese bis Schalterschluss und Briefkastenentleerung abgegeben worden sind, werden die Briefsendungen bis am nächsten Werktag am Ziel sein. Unwichtigere Briefe werden mit der günstigeren B-Post versendet. Die Zustellung erfolgt in der Regel bis zum 3. Werktag nach Aufgabe der Briefpost. 1991 konnte der damalige Staatsbetrieb die Flut an Post nicht mehr bewältigen. Um dieses Problem zu lösen, wurden 2 Geschwindigkeiten und 2 Tarife eingeführt.
Mittlerweile ist die Schweizer Post privatisiert und die Zahl der Briefe nahm ab. Das System mit A- und B-Post blieb aber erhalten. Mit der A-Post signalisiert man dem Empfänger auch eine Wertschätzung und unterstreicht die Wichtigkeit des Briefes. Bunker für die gesamte Bevölkerung. Im Notfall gibt es genug Bunker für die gesamte Bevölkerung. Ja. Ja, aber jetzt, Gut. nein, jetzt schnell, wie ist das gemeint, wenn du sagst Bunker für die gesamte Bevölkerung? Nein, ist das Schweiz- staatliche Bunker Nein. oder sind das eine private Einfach, Bunker dass mit- in der Schweiz die ganze Bevölkerung theoretisch in einen Bunker In einen könnte Bunker tun. passt. Also ich glaube einfach, dass sie die Okay, ganze vielleicht. Bevölkerung können... Aber wir schauen weiter. Platz in Bunkern und Schutzräumen für die gesamte Schweizer Bevölkerung. Zum Vergleich, in Deutschland gibt es nur Platz für knapp 3% der Bevölkerung. Die große Abdeckung der Schweiz ist weltweit einmalig Bunker, wenn der Adi wieder gefurzt hat. Ja komm, fast Digga. und sogar im Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz vorgeschrieben. Zur Zeit des Kalten Kriegs nahm die Schweiz die Gefahr sehr ernst. 1963 wurde entschieden, dass es für alle Menschen im Land Bunker geben müsse, in denen sie im Falle eines bewaffneten Konflikts, atomaren Zwischenfalls oder einer Naturkatastrophe Schutz finden würden. Folgendes schreibt das Gesetz vor. Sind in einer Gemeinde zu wenig Schutzplätze vorhanden, so sind beim Bau von Wohnhäusern Schutzräume zu erstellen. Ah ja! Fivehead. Neben der dicken Stahlbetontür gehören ein Ventilationssystem und eine Gasfilteranlage zu den elementaren Bestandteilen. Allerdings Wir haben hast du einen im Haus? Eigentlich... Ja, aber nein, der ist eigentlich vollgelagert schon. mit Nein, Essen. schon. Jetzt, was? Ja, aber der ist vollgelagert mit Essen, so ein Ding. Ja, also ich wohne ja in einem Haus, da wohnen 2 Familien drin. Und wir haben oft einen für beide Familien. Das heisst, mit Übersteppen. Jo. Oha. Furzfilteranlage. Ja komm, Digga, Alter. Gaggi-Bisi-Humor in dem Chat. Wie sagst du dem? Gaggi-Bisi-Humor. Gaggi-Visi-Humor. +1, wenn man das kennt, wenn man den Ausdruck kennt. wird beim Hausbau kein Schutzraum erstellt oder ist der Schutzplatzbedarf bereits gedeckt, so muss ein Ersatzbetrag entrichtet werden. Bis zum Ernstfall dienen die Schutzräume häufig als Abstellkammer, Kellerabteilung Pipi-Gaga-Humor, so ein Ding ist das. Nein, schau die hier. Ja. oder Werkstatt. Der Röstigraben. Ja, ist ja klar, richtig, aber. Ja, röstig Essen fordert. Ja, das klingt lecker. Insbesondere um das unterschiedliche Abstimmungsverhalten bei einzelnen Volksabstimmungen, Kennen wir, Röstigraben, kennen wir. die längste Treppe der Welt. Niesenbahn ist die längste Treppe der Welt. Die Niesenbahn im Berner Oberland führt Die Niesenbahn im Berner Oberland. hinauf auf Krass. den am Thuner See gelegenen Aussichtsberg Niesen. Neben den Gleisen befindet sich hier ein Weltrekord. Die längste Treppe der Welt mit 11.674 Stufen. Leider ist die Treppe aus Sicherheitsgründen nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Oh, Ich jetzt habe ich kann wollen sagen- laufen, Mann, Nein, Alter. nein, schon, ich wollte sagen, Adi würde ich safe abziehen beim der Rauflaufen. Ey, glaubst du, wir würden es aufschaffen? Ja, Glaubst du, würden wir? ich glaube, wir werden am Anfang recht ambitioniert und dann irgendwann würden wir schon ins Schnaufen kommen. Aber ich glaube, wir wären genug willensstark. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Ich glaube, irgendein ist der Oberschenkel möchte jetzt vielleicht Wieder einfach nicht burnen. mit. Safe, 11'000 Ja, Schritte. logisch wäre es Du laufst. mega anstrengend. Du machst 11'000 Schritte. Du machst schon für jede Stufe einen Schritt. Fivehead, wenn ich das ausgerechnet habe. Sollten wir mal probieren, da rauf zu laufen. Ja, kein Problem für den Josh. Die Treppe dient in erster Linie Schütze. als Unterstützung für das Wartungsteam der Niesenbahn. Beim jährlich stattfindenden Niesentreppenlauf Das ist genau das, was wir wollen. Nächstes Mal Adi, wir sind dabei. Safe. Ey, Zähne, dass da ein paar Leute kollabieren. Schau mal da vorne links, der mag nicht mehr. Der ist komplett am Arsch. Der Ja, Adi der rutscht Tim- lieber runter, ja. wird die Treppe auch für Sportler benutzt. Aber Achtung! Beim Lauf müssen 1669 Höhenmeter bezwungen werden. Die schnellsten Läufer benötigen dafür etwas weniger als eine Stunde. Ja. Zum Vergleich. Dann schaffen das schon. Nicht in einer Stunde, aber vielleicht in 2, Ey, ich bin mal eine Skisprungschanze raufgerannt, aber dort ist schon Geschwindigkeit gegangen. Ich bin gestorben, du glaubst nicht. Dort hat jetzt auch so einen Schritt gehabt, Bro, du Hat's steigen stirbst. gehabt? Hä? Jetzt steigen können. Ja, ganz oben jetzt noch gehabt, aber ey, du stirbst, wirklich. Wenn das Sprint ist, klar, man sprintet nicht, aber raufgehen wird hure unterschätzt, wenn's, schau mal, das sind 45 Grad. Machen wir mal. Also hier abmachen. Im Chat. Im Stream, meine ich. Aber es wäre schon lustig, mal so als Challenge das zu probieren. Und für den Wanderer wird von der Talstation in Mühlenen eine Zeit von 5 Stunden bis auf den Gipfel angegeben. Der Schweizer und sein Apfelmus. Was ist so speziell am Schweizer? Sind im Äpfelmus? Dieses Thema jetzt bitte nicht zu ernst nehmen. Okay. Schade. Das ist auf keinen Fall böse gemeint und soll zum Abschluss dieser Folge nur ein wenig Satire sein.
Da gehen wir drauf ein. Was dem Sind wir Briten dabei? seine Pfefferminzsoße ist dem Schweizer sein Apfelmus. So ziemlich jede Kultur hat eine kulinarische Schandtat drauf. Die Schweiz steht dem nichts nach. Macaroni mit Hackfleischsoße Ja, schön Hackfleisch oben drauf. klingt lecker und ist es auch. In der Schweiz heißt das Gehackts mit Hörnli. Dazu wird für gewöhnlich noch ein Schälchen Apfelmus gereicht. Der Deutsche würde sich jetzt sagen, oh, lecker Nachtisch. Oh, lecker Nachtisch. Und jetzt kommt das Verbrechen. So manch Schweizer nimmt sich jetzt das Schälchen, kippt es über die Hörnli mit Hackfleischsoße und beginnt So genüsslich nice. an zu essen. Also, Chat, jetzt mal, los mal an, wer das nicht macht. Lost. Wirklich. Äpfelmus, Hörnli und Hackfleischsoße. Gemischt. Beste. Und dann noch ein bisschen Käse. Ich als Ausländer sitze dann völlig fassungslos daneben. Aber stell dir mal vor, er sitzt fassungslos daneben, wenn das jemand ist. So. Das ist jetzt nicht Äpfelmus mit das dem kann ich mir Hörnli jetzt zusammen. nicht erzählen. Das kannst du mir jetzt Das nicht kann erzählen. ich mir gar das nicht ist- ausmalen, wie das schmecken soll. Und das ist beileibe keine Einzeltat. Bei dem bekannten Gericht Elbler-Makronen, bestehend aus Macaroni, Kartoffeln, Sahnesoße, Käse und Zwiebeln, wird vor dem Verzehr gern ebenfalls ein Schälchen Apfelmus darüber gekippt. Kennt ihr noch weitere Einzigartigkeiten oder Ungewöhnliches in der Schweiz? Ey, ein nices Video gesehen. Nein, wirklich. Aber Äpfelmus, beste. Äpfelmus Beste. Was schreibt die Aber Leute? wisst ihr, was ihr auch mal könnt ausprobieren könnt? Wenn du zum Beispiel Äpfelmus weit nicht so nice findet, dann könnt ihr einfach so kleine Äpfelstückchen schneiden, zuerst schälen und das dann einfach köcheln, ein bisschen Wasser rein, ein bisschen Zucker rein, ein bisschen Zimt rein und nachher habt ihr einfach die Äpfelmus in Stückchenform. Aber es ist weich, sehr nice. My heart went. My heart just got stuck between these loops. My heart went. My mind got stuck